Endlich ist es soweit. Sind ihr dabei, wenn wir unser Team zum ersten Mal auf Rasen führen? Sind ihr dabei, wenn der Marco Streller uns in der Lösung wird schießen? Sind ihr dabei, wenn wir aus der Asche auferstehen, wie der Phönix? Sind ihr dabei, wenn es wieder heisst? Hey Dudes, ich bin der Martin. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, um was es geht, was Marco Streller Superstar überhaupt ist, die Regeln und die Teambilder und so weiter und so fort, ich mache euch einen Link unten in die Beschreibung rein, dann könnt ihr euch das reinziehen. Und ich würde sagen, los geht's! So, das ist das Team. An vorderster Front ist unser Main Man, unser Retter in der Not, der Mr. Marco Streller. Wenn wir jetzt nochmal schnell in die Regeln hineinschauen, wir spielen heute 2 Spiele. Das sind Online-Einzelspiele und wir werden versuchen, so viele Aufwertungen wie möglich zu bekommen, damit wir auch ein bisschen was rausholen. Es wäre wirklich geil. Ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen auf Silber aufstocken könnten, vielleicht dann in 2, 3 Spielen vielleicht einmal auf einen goldigen Spieler raufkommen, damit das doch ein bisschen Power reinkommt. Ich suche jetzt den ersten Gegner und dann würde ich sagen, fangen wir sofort an. Viele Monate später. Endlich geht's los. Ich habe jetzt hier FC Basel reingenommen. Passt halt zum Marco, oder, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, was er für ein Team hat. Chemie ist 100%, das ist schon mal super. Interessant, sehr koreanisch angehaucht. Okay, ich kenne ehrlich gesagt überhaupt keinen von diesen Spielern. Aber dann werden wir mal schauen, wie er spielt und hoffen, dass wir das eine oder andere Upgrade holen können. Und 1-0 hinten. Wunderbar! Herrlich, nach 2,5 Minuten. Ich habe selten einen langweiligeren Spieler gesehen, ganz ehrlich. Schrecklicher Spieler. Gott, was für ein Save vom Mal. Was für ein Save vom Mal. Wow. Wunderschön. Schön, Marco. Jetzt spielen Basel. Nice. Super Balleroberung vom Streller und dann das. Was für ein Start. Komm jetzt, Marco. Ah, faul, yes! Das gibt sogar geil. Rote Karte, jawohl, das ist das, was ich gesehen wollte. Jetzt kommt es richtig gut. Marco Streller direkt, ins hintere Untereckli. Jawohl, ja! Das ist schon mal gut. Ein Goal von Marco, so habe ich es gesehen. Schauen wir doch das gerade nochmal. Zack, bumm, unten in die Ecke. Der Goalie kann absolut nichts machen. Wunderschönes Freistoß-Goal. Vor allem der Marco sieht nicht so aus. Was für ein Double. Schau mal den Fehler, den er macht. Du kannst gar nichts, du kannst überhaupt nichts. So, Marco, Flanke. Oh! Oh, was ist das gewesen? Was ist das? Was? Was? Lass doch das Goal zählen! Schön ruhig verteidigen, schön ruhig verteidigen. Nur nicht stressen. Und Anne, Mal, du bist ein Gott, Mal, du bist wirklich der Hammer. Nein, wie kann er sich da durchsetzen? Ah! So, das war das erste Spiel. Ich habe leider 3-1 verloren. Das heisst, wir haben einen Verlust eingefahren, aber wir haben mit dem Marco ein Goal gemacht. Es gleicht sich in diesem Fall aus. Leider kein Upgrade, aber der zweite Match wird sicher besser und dort holen wir uns mindestens 2 neue Spieler. Bin gespannt auf sein Team, bin sehr gespannt auf sein Team. Nennt sich Leipzig VfL. Hat sogar einen Goalspieler dazwischen. Sonst sieht es aber einigermaßen machbar aus.
Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass das in die Hose kommt. Trotzdem. Diesmal schaffen wir das zweite Spiel. Es muss einfach klappen. Es muss einfach. Läuft. Schön. Das ist kein Offside. Das ist kein Offside. Ah, das ist ein Offside. Schade. Ich habe schon gesehen, was ich mache. Ich habe es schon gesehen. Und die Flanke. Ah, schade. Penalty. Penalty! Penalty! Jawohl! Dankeschön. Einmal Penalty. Das ist die Chance, um mit Marco ein Goal zu machen. Schau das einmal an. Oh je, es stockt ein bisschen. Oh je, ich spiele ins untere Rechte nicht. Und das ist ein Goal gewesen. Jawohl, danke vielmals. Genau so muss das aussehen. Aber wir sind 1-0 vorne. Das bedeutet schon mal, ein Goal durch Marco gibt ein garantiertes Upgrade. Mangold, Uwe Streller. Was für ein Goal! Marco Streller, 2-0. Und ich glaube, das könnte ein richtig guter Match geben. Yes! Schauen wir das nochmal an. Schöner Pass, schöne Annahme, gestolpert, sich selber vorgelegt, in der Trümmi rein und trotzdem gibt es noch ein wunderschönes Goal. Schön Marco, schön dazwischen gelaufen. Jetzt ist er durch, er ist durch und... Oh! Wie kann man das verfehlen? Mir läuft übrigens so ein Lied nach, kennt ihr das? Drop the bass. Ist das Offside oder ist der Marco durch? Er ist durch, es ist kein Offside. Ich vergesse, dass du nicht mit links schiessen kannst. Ich vergesse es immer wieder. Lauf mit, Marco. Lauf mit. Und das ist 3-0 durch Mangold. Kein Problem. Ich hätte auf Marco spielen. Scheißegal. Weiteres Goal. Es steht 13-0. Einfach rausgespielt. Ich glaube, der Typ hat keinen Bock mehr. Rutscht nur noch rein. Schön gemacht, in die Mitte gespielt, der Goalie lässt stehen. Ist zwar ein bisschen sweaty, aber scheißegal. Und da haben wir den Rage quit. Durchgegnet, Rage quittet. Ich habe richtig gefreut. Das zweite Spiel war wirklich easy. Im ersten hat es scheiße ausgesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber das zweite war jetzt super. Der Mangold hat den Man of the Match bekommen mit einer 8,1 Wertung. Jetzt hagelt es Aufwertungen. Das glaubt ihr gar nicht. Wir haben einen Sieg, eine Aufwertung. 2 Goal durch einen Maschinenbonus von Marco Streller gibt 2 Aufwertungen. Wir haben kein Gegengol bekommen. Wir haben 3 Goal Vorsprung gehabt, gibt noch eine Aufwertung. Und zur Abrundung haben wir noch einen Rage Quit gehabt. Das heisst, wir haben alles in allem 6 Aufwertungen. Das ist mehr als die Hälfte der Mannschaft, wo wir aufwerten können. Das heisst von Bronze auf Silber. Wir werden eine absolut veränderte Mannschaft das nächste Mal auf dem Platz stehen haben. Aber das ist gut. Ich denke mal, der Mangold behalte, der Ramirez hat mir auch gefallen auf dem Flügel. Frontino war auch nicht schlecht gewesen. Ich denke, ich werde hinten wahrscheinlich etwas machen. Das ist wunderbar. Ich schaue das an, ich mache ein paar Vorschläge und entscheide mich dann für die eine oder die andere Option. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, merci fürs Mitfiebern und bis zum nächsten Mal. Bis dann. So, das wären dann mal die geplanten 6 Aufwertungen, wenn ich mir sie vorstellen könnte. Das wären gerne von eBay. Wir haben hier den Vidosic von Sion, wir haben den Dubai von Luzern im defensiven Mittelfeld. Links außen habe ich den Safari, der gefällt mir vor allem, weil er sehr schnell ist und auch mit 74 Physis sehr stark. Dann habe ich mir noch den Jahic ausgesucht als Verteidiger in der Mitte und rechts außen der Rüffli, der mit 82 Tempo und 83 Physik auch einfach absolutes Tier ist. Wenn ihr wollt schauen, welche Spieler dass ich dann schlussendlich wirklich gekauft habe und wie es weitergeht mit dieser Serie, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Tschüss! Wir spielen 20 Online-Einzelspieler, okay? Aufpassen. Pass doch auf, wenn ich etwas sage. Also, wir wollen nach diesen 20 Online-Einzelspielen in die Championship eintreten. Das ist 16. Final, Achtelfinal, Viertelfinal, Halbfinal, Final, das stimmt schon mal nicht. Das ist Achtel, Viertel, Halbfinal und natürlich ein Final.